für die Menschen zu geben, die Flüchtlinge, die nicht in der Lage sind, unsere Sprache zu sprechen, weil sie das noch nicht gelernt haben, weil sie vielleicht nicht in der Lage sind, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie so traumatisiert sind, dass sie das verarbeiten müssen. Ich erzähle euch eine von vielen Geschichten, meine Geschichte. Ich bin als Kind von 5 Kindern in einer tamilischen Minderheitsfamilie im Norden Sri Lanka geboren worden. Schöne Erinnerung. Ich kann mich an die Schulwege erinnern, mit meiner Großmutter auf den Feldern gearbeitet, nicht zu vergessen, Tempelbesuch mit der ganzen Familie. Wunderschöne Bilder. Als ich 5 Jahre alt war, hat der Bürgerkrieg auf Sri Lanka begonnen. Schrecklich. Ständig das Haus verlassen, immer bei Fremden zu Hause, doch nicht ganz zu Hause zu sein, in der Nacht aufstehen, ins Bunker, den man selber gebaut hat. Ich habe die 6. Klasse noch beendet. Meine Schwester ist krank geworden. Heute weiß ich, dass sie eine Niereninsuffizienz hatte. Im Bürgerkrieg war es nicht möglich, die Therapie, die sie damals brauchte, zu bekommen. Sie ist mit 12 Jahren verstorben. Nachdem ich die 6. Klasse beendet habe, ich konnte nicht mehr zur Schule gehen. Die Lehrer kamen nicht. Angst, dass sie auf dem Schulweg sterben können. Eltern haben ihre Kinder nicht zur Schule schicken wollen, weil sie Angst hatten, dass die Kinder verloren gehen. Ich stand am Straßenrand, habe Obst und Gemüse verkauft. Ich war 11 Jahre alt, habe das Geld verdient für die Familie. Als ich 12 Jahre alt wurde, hat meine Mutter mich gefragt: Kind, würdest du nach Deutschland gehen? Meine Frage war: Kann ich dort zur Schule gehen? Sie sagte ja. Ich bin vom Norden Sri Lanka nach Colombo gebracht worden. 3 Tage lang war die Reise. Meine Mutter hat für mich einen Schlepper gefunden, der mich binnen 5 Tage nach Deutschland bringen sollte. Sie hat ihm sehr viel Geld bezahlt. Grundstück, den sie bekommen hat von den Großeltern, verkauft. Geld noch von meinem Onkel ausgeliehen, der in Hamburg lebte. Ich bin am 6. Januar 1991, meine Mutter stand vor mir, auf die Knie, sagte Tschüss. In dem Moment wurde mir bewusst, dass meine Mutter gar nicht mitkommt, dass ich alleine auf Reise bin. Ich habe geweint, ich durfte nicht weinen, weil der Unterhändler, der Schlepper, sagte: Wenn du weinst, dürfen wir dich nicht mitnehmen, weil am Flughafen gefährlich sein kann. Ich habe 3 Versprechen meiner Mutter abgegeben. Trink niemals Alkohol, rauche nicht. Wenn du wiederkommst, komm als Arzt wieder zurück. Ich bin losgeflogen am 6. Januar 1991 über Singapur, Dubai nach Togo, von Togo nach Ghana, von Ghana über Togo nach Benin, von Benin nach Nigeria. Dann in der Nacht von 9. auf 10. September 1991 über Spanien in Frankfurt als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling mit 13 Jahren angekommen, nach 8 Monaten Odyssee. Ich kam in ein Kinderheim, Tag später. Mein Onkel aus Hamburg kam, hat mich abgeholt. Er hat für mich den Vormundschaftsantrag gestellt. Ich bin nach Hamburg zur Schule gegangen, habe Deutsch gelernt. In der 9. Klasse wurde ich Klassensprecher. Im gleichen Jahr wurde ich auch Schulsprecher. Ein paar Wochen später bekam ich den Bescheid der Abschiebung. Ich war verzweifelt. Ein kleiner Mangobaum mit kleinen Wurzeln, die man aus Sri Lanka nach Deutschland gebracht hat. Man pflanzt sie. Dieses Bäumchen möchte wachsen, braucht neue Wurzeln. Entstehen kleine Wurzeln, das wird zerrissen. Ich war verzweifelt. Oft habe ich als Kind die Kontrolle nie verloren, aber an dem Tag schon. Ich stand im 11. Stock unserer Hochhaussiedlung
im Osten von Hamburg. Ich wollte springen. Und heute bin ich glücklich und dankbar, dass ich hier bin. Ich habe an meine Mutter gedacht, an all die Opfer von Menschen, die dafür einen Beitrag geleistet haben, dass ich hier bin, in meinem neuen Zuhause. Am nächsten Tag ging ich zur Schule. Ich habe meine Geschichte allen erzählt. Klassenlehrer, Klassenkameraden, alle haben mir geholfen. Dafür liebe ich Hamburg. Dafür liebe ich Deutschland. Ich durfte mein Abitur zu Ende machen. Mein Klassenlehrer hat für mich die Bürgschaft übernommen. Ich durfte in Lübeck Medizin studieren. Im 2006 habe ich das Buch Allein auf der Flucht geschrieben. Warum? Ich finde, es ist wichtig, wenn ich als Fremde in ein Land reinkomme, dass ich mich vorstelle, dass die Menschen in unserem Land verstehen, warum habe ich meine Heimat verlassen? Wie ist der Weg zu uns? Ich habe über 100 Lesungen gemacht, zu verstehen, warum Menschen Heimat verlassen. 2008 habe ich mein Studium bestanden. Ich bin Arzt geworden. Ich bin geprägt von den Worten meiner Mutter beim Besuch beim Ärzten. Es war immer eine Odyssee im Krieg. Stundenlang wartete meine Mutter mit dem kranken Kind, meine Schwester. Das Flüstern ins Ohr, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Ich habe es nie vergessen. Im gleichen Jahr endlich die Anerkennung deutscher Staatsbürger. Ich habe dafür gekämpft. Ich war längst ein Teil unserer Gesellschaft. Ich fühlte mich nicht fremd. Niemand war mir fremd. Ich war in meinem neuen Zuhause. Ich habe es groß gefeiert, im Garten von meinem Klassenlehrer, für mich ein deutscher Vater, der Lorenz Köhler, für den ich das erste Buch gewidmet war. Meine Eltern haben alles dafür getan. Nach dem Tod meiner Schwester, sie wollten kein Kind mehr sterben sehen. Alle Kinder wurden weggeschickt. Meine Schwester nach mir lebt in Kanada, die danach in London, mein Bruder in New York. 5 Nationalitäten. Ich bin natürlich ein deutscher Staatsbürger. Meine Eltern sind auf Sri Lanka geblieben. Die Träume gehen weiter, wenn man seine Ziele erreicht hat. Ich träumte davon, ein Herzchirurg zu werden. Ich arbeitete während meines Studiums zuerst als Tellerwäscher, dann bei McDonald's Burger verkauft, 6 Jahre in der Pflege, in der Herzchirurgie. Ich fand die Herzchirurgen immer cool. Ich wollte auch so cool sein. Also mein Traum, Herzchirurg zu werden. Ich habe über 7,5 Jahre in Hamburg in der Uniklinik gearbeitet. Ich war Assistenzsprecher, ich war im Betriebsrat. Ich saß mit Montgomery im Ärzteparlament. Nach 7,5 Jahren auf die Frage, wann ich ausgebildet werde, für Sie ist das schon ausreichend, wo Sie sich gerade befinden. Ich finde es wichtig, dass man sich diplomatisch verhält. Ich finde es wichtig, dass wir miteinander sprechen. Ich finde es wichtig, dass wir Kompromiss schaffen. Jede Beziehung besteht aus Kompromiss. Aber ich darf mich nicht brechen lassen, dann verliere ich mich. So bin ich nach Bayern gegangen. Ich lebe in Bayern und ich bekomme nächstes Jahr mein Facharzt zum Herzchirurgen. Ich habe dann, danke. Ich wollte nie der Opfer sein, Opfer von Diskriminierung wegen meiner Hautfarbe, wegen meiner sexuellen Orientierung. Nein, ich wollte immer als Sieger rauskommen. Ich habe im weiteren Verlauf dieses Buch geschrieben, Der fremde Deutsche. Warum eigentlich? Ich fühle mich gar nicht fremd in unserem Land. Es ist völlig normal, wenn ein Blond-Blauäugiger auf Sri Lanka auftaucht und sagt, er ist ein Sri Lankaner. Die Leute fragen, wie, du bist ein Sri Lankaner. In Deutschland ist es auch so manchmal. In den USA, wenn ein Dunkelhäutiger sagt, er kommt aus den USA, wir hinterfragen das nicht. Es ist völlig in Ordnung, dass Menschen hinterfragen. Die Menschen meinen das gar nicht böse. Wenn sie mich fragen, wo kommen Sie denn richtig her? Das ist 99% positiv gemeint,
reine Neugier. In 20, 30 Jahren wird das vielleicht nicht der Fall sein. Menschen, die so aussehen wie ich, dürfen nicht als Fremde gesehen werden. Aber wir dürfen nicht auf die Zeit warten. Wir müssen die Zeit nutzen. Das heißt, wir müssen den Dialog von den Menschen, die zu uns kommen, fördern. Wir möchten miteinander sprechen und miteinander leben und nicht nebeneinander. Ich möchte jetzt als ehemaliger Flüchtling, als deutscher Staatsbürger den Dialog zwischen den Menschen, die zu uns kommen, die sich als Fremde heute fühlen, und unsere Gesellschaft fördern, damit die Menschen in Zukunft, vielleicht in 20 Jahren, so wie ich, stolz darauf sind, als Bürger dieses Land bezeichnet zu werden. Ich bin wie ein kleines Bäumchen, Mangobaum, hergebracht worden. Schaut mich an, ich sehe immer noch aus wie ein großer Mangobaum. Ein Mangobaum kann niemals eine deutsche Eiche werden. Aber habt ihr meine Wurzeln gesehen? Nein, den kann man von außen gar nicht sehen. Ein Baum wächst nicht ohne neue Wurzeln. Meine Wurzeln sind in Deutschland entstanden. Ich habe hier gegessen. Ich habe das Wasser hier bekommen. Ich habe den Schutz, die Geborgenheit